Und da sehe ich hier mit einem jungen Bolivianer, der hat auch eine Lebensgeschichte, aber nicht so lang als viele ältere Menschen haben. Das ist Franz Südermann. Danke Franz, dass du das mit mir hier denkst. Du kommst aus Bolivien. Weißt du dir mal ein bisschen feststellen, von wann du wohnt und wie alt du bist? Ja, also hier. Ich muss danken für die Einladung. Ich bin Franz Südermann, praktisch Seidets. Und ich bin von Bolivien. In einer Kolonie abgewachsen. Meine Kolonie, wo wir nach Oriente, einfach wo wir aus ganz normalen Oldkolonien abwachsen. Und sie einfach bei 21 Jahren heute hier lebt. Du bist dort aber ganz Oldkolonie abgewachsen? Ja. Von klein an, bloß ein paar Monate zur Schule gegangen und dann wird es eng. Ja, von 5 Jahren ging ich in der Schule rein, aber auf 12 dann wird ich fertig mit meiner Schule. Aber mal 3 Monate war das Jahr, oder wo wir das? 5 und 2. 5 und 2? Ja. Viel Schule habe ich, das wird sehr langweilig. Und langweilig, ja. Also, dass wir dann einmal bloß einen Ton singen und reden, da wo wir das? Ja, ein bisschen hier. Wir haben was wir singen da, und dann wo wir dann spielen da, und wo wir dann lesen da, und regnen. Also, wir haben gute Regnung geliehen. Ah ja. Ja. Das ist doch sehr wichtig. Sehr wichtig, weil du kannst nicht eine Talmaschine haben und dann liest du gut regnen. Was liegt noch an der Schule? Wir haben eine Bibel, das ist was wir von klein an, das erste dann in der Schule, dann habe ich einen Katechismus, dann haben wir das Neue Testament und dann haben wir dann den Alten, also dann haben wir die Bibel. Das Neue Testament ganz durchgehen und das Alte auch, oder wo du hast nicht wirklich eine Regel von, dass du das durchgehen bloß wir haben eine Zeit, dann sage ich der Lehrer, nu ist eine Zeit zum Lesen, jeder einer hat sein Buch und liest abstellen, so. Wenn du ein bisschen raufschicken, der Lehrer würde ich mal auch. Redet auch gut, ja. Das raufschicken. Ja, du wird nicht über geredet, über was hast du gelehrt und was hast du verstanden. Und was ist das dann in der Jugend? Weil ich glaube, Sie hatten jene Tag, wo Sie mal spazieren gehen dürfen, das ist einmal Tisch arbeiten, ja? Ja, das fängt an mit einer Sonntag über Tag, und dann ist ein bisschen Rad waschen, dann kostet nach Abends, dann eine Märkte in Freitag. Und bei mir fängt dann von 15 Jahren an, wo ich dann eine Sonntag über Tag kann. Und dann einfach normales Jugendleben mitmerken. So, wir sind einmal, ich sehe diese her und das sind alle einmal herwies. Also, ja. Wie wir dann klein, wir sagen dann alles das Beispiel von der Grote. Wo das Leben abgegossen müssen und wo wir uns müssen für vorbereiten. Die Leute wieder zum Trinken und was immer du dann für ihn. Und von wann ja dürfen wir mit Mädchen taubsehen? Das sind verschiedene. Meine Gruppe, die will dann von meestal aan het weer begonnen dat we dat dan en dan. Ik wil werkelijk niet, ik heb het wel eens anders, ik had als van 5 jaar had ik een stem van God gezien, ik wil een dag verschillende leven als mijn familie. Oh ja? Dus een stem van God die was een dag verschillende leven. Vertel me een beetje, wo hast du dat wahrgenommen? Ik had niemand over de stem gedacht, niemand, maar van der schon da is het openbaar worden. Also ik ging naar begonnen. Und mein Interesse wenig so sehr für Suppe, auch nicht mit mir gestoppt, sondern will ich auch nicht mal wirklich, wenn ich dort trinke, dann immer versuche zum Sorgen zu reden, oder ja, Spaß habe, gute, schlechte Spaß. Und das schafft aber nicht. Und dann eines Tages, als ich dann erst einmal dachte, ich will mal vor Christen verfallen, da wir dann jetzt eine Person von Chaco, wie in Bolivien, und dann lautete uns aus einer Kolonie an, durch eine Mathe-Merke mit ihnen. Eine Gruppe aus dem Chaco kam dann nach Juntan? Ja, ein Pastor von Chaco, wir in Bolivien. Eine Gruppe von Bolivien hat sich diesen Pastor eingeladen. Und dann dürfen wir einen Abend, ich bin auch ganz voll in der Kolonie, aber das dürfte einen Abend, wo wir trafen. Irgendwie die Menschen, die anderen einladen in die Kolonie. Ah, okay, das wäre all Gläubige? Ja, all Gläubige. All uitgesloten? Ja, all uitgesloten. Okay. Die kommen uns einladen und dachten wir so, wir waren mal Physik mitmerken, aber nicht, dass ich glaube, dass sie wirklich so wieder aus der Rede. Und dann, als wir dann anfuhren, wir an der Nacht aus, wie wir 7 Personen in der Kolonie. Und dann kaufe ich dann so einen Drink, was dann Alkohol wird. Wie alt warst du dann? Dann wäre ich glaube ich 18. Aha, okay. Wie alle große Jungs? Gerade Jungs, wir können alle gut trinken. Und als wir dann mal zu wären, dat wird so ganz anders, als wir uns vorgestellt hadden. Die namen ons zo liefdollig op en gaven ons een erarming, wat ik thuis niet meer erleefd had. Ja, die namen die liefdollig op, omarmden die en... Ja, gaven ons een Bibel en deden ons einfach van de Bibel vertalen en
haalde de Bibel aan en loosde aan teksten via uit de Bibel wat ik niet moet wat je geloofd had en ik dacht zo, zijn zinnen als dat zijn. Waarom worden mij hier van dit woord vertalen? Want het woord God is dat wist ik dat, wie waar. Maar waarom worden mij van dat vertalen? Want het is zo zindelijk. En ik dacht zo, hoe laat God dat vooral opstellen dat het kan doen? En dan valt het hier ergens voor om te ändern. Ergens wordt wie hier in mijn hart ondersteunt. Toen weer ergens voor een zoetje komen in mijn leven. Maar ik dacht dan zo, ik wil nu weer met dat te doen gaan. Dan kom ik naar huis en dan weer met mijn broer te helpen. Oh goed, wacht, dan heb je elkaar, die twee, die luiden je aan. En had je ook de predik staan daar, de moment even dan is? Wat de predik daar predik deed? Ja, we hadden het wel, maar moet niet zijn. De aanlouding van de mensen rondom, wat je de Bijbel gaf en wat die veel las van de Bijbel, dat moet zijn. Ja. Dat we die eindelijk die dat laten horen als de predik. Ja. Wat ik van jou snel zei, de lui wat ze voor ons houden, dat moet mij veranderen. Weet je, in de kolonie leeft er niet dat mensen die lui doen naar moet zeggen, een groot vriendschap bij en de wijze die lui die in de armen die, dat leeft er niet in de kolonie en dan, want het is bij de kolonie als die zo'n dag in leven is, dan dat zei ook in de Bijbel uit en dat lui dat veel. Ja, maar dat is meer interessant, want heeft een programma en dan is het wichtig dat je meer mensen hebt, omdat de mensen, de juist welkomheid, dat is het zeugnis, ja? Ja. Also de predik kan prediken, maar die wat er rondom zijn en die welkomheid, dat is ook een goede zeugnis. Ja, ik weet niet wat mijn ondergrondse groep wat je was zijn, maar ik had zoveel gedronken, ik ging een beetje stil raam en dat is verheftig wat er zei daar. En wanneer dan persoonlijk het gesprek weer met de persoon, dat ging dan alle im hart en dan vernimmt man zich een beetje beter, wanneer persoonlijk weer, want nu bist du op de ganze groep weer en dan hörst du nicht mit der Kekse bis raam, sind wille Menschen, sind fahren just das sein. No, dat weet ik niet dan. En dan gaven die Bijbel met en die nam ze met? Ik nam ze met naar huis, en dan weer een plattdeutsch, en wie thuis werd niet meer erlaubt de plattdeutsch. Oh, Hoedisch? Hoedisch was het dan. Je kon van de school uit Hoedisch? Ganze school wie Hoedisch. Kon je dan weer plattdeutsch reden, lezen? Lezen niet. Nee? Had je de Bijbel gehad? Mijn haupt als ik leren wacht, aber ik had een vriend wat dan voets wieder ging met dat en los de Bijbel, en ik zei, vroeg hij mij, hast du die Bijbel maar gelezen? Zei ik, jong, weet je voor, ik lees niet meer plattdeutsch. Zei ik, leren. Oké, ik zei, want dat mij lezen, weet je dan. Dan een zondag vrijmiddag, dan nam ik mijn plattdeutsche Bijbel en verzocht te lezen. Ik kreeg niks aan. Dan knal ik mijn hand en zei ik tegen God, want het werkelijk, du bist, van die werkelijk wahrhaftig bist. In 2 weken war ik met de Bijbel vrijscholen en dan wou ik plattdeutsch lezen. In 2 weken ging ik met de Bijbel vrijscholen en lust ik. Had ik geleerd lezen. Ja. Ik had niet moeilijk uit de 2 weken, dus ik had gezegd van God, want die werkelijk best, dan wijs je me. En dat is hier. En wil je dat dan wieder? Als ik dan eerst zelfs aanvangen te lezen, dat weer dan zo klaar als wat mijn ouders mij aan mij gezegd hadden, dat plattdeutsch dat die zo klaar openbaar, dan moest je van de kolonie verdrijven en word ik de voet wellen. En als ik dat eens aanvang te lezen, dat is zo. Als ik kreeg helemaal klaar, alles wat ik lees daar, dat zijn dus niet meer. Je bent meer reden van je zaad. Alles zijn niet meer reden van je lijf. Alles dat klikt me in hart wat ik lees daar. En dacht ik moet me ändern. En dan hoor ik aber een kom van mij, wil ik nu dit woord geloven, of wil ik geloven bij de kolonie geloven? En ik moet entscheiden, loslaten wat ik geloofd heb en einfach de waarheid aannemen. En als ik dat eens aannemen dan zijn alles verder weg. Waar namst je die aan? Ik vond even gewoon. Eerst moest ik eerst meer met andere mensen te doen gaan, meer gemeenschap met mensen merken, wat ik de waarheid eerst kan aannemen. Maar ik vond dan einfach met mijn persoonlijke weer te gaan, te reden, te beden, want ik weet niet geleerd dat het schaffen daar. We hadden best allemaal onze gebeden wat we deden, maar we opstaan, wanneer we slopen gaan, voor eten, we hadden allemaal wat we even zeiden. We hadden niemand geleerd persoonlijk reden. Als ik dan eerst persoonlijk aanvang te reden, iets wordt aan mij veranderen. Dan komt de tijd voor de coronavirus weer, de krankheid. Ik kreeg dat enorm zo, maar aan mij, ik dacht zo, wanneer ik stoof, God sei Dank aan mij raad, ziek bij aan. En dat leren de anderen in de kolonie zo. Wer dan gelooft, dat is van verloren. En toen kreeg ik dan de waarheid. Dus wist ik dat
Gott hat mich wirklich gerettet. Er hat mir Frieden gegeben für mein Leben. Aber du hast mit anderen gläubigen Menschen auch geredet? Ja, ich muss viel mit gläubigen Menschen zu tun haben, weil ich allein kann das nicht. Und ich muss einmal andere Menschen mir überführen, dass ich glauben kann, dass die Bibel wirklich, dass ich das kann annehmen, dass ich die Menschen nicht hören. Und wat deine Eltern und Geschwister waren dat bestimmt an, dass du bist anders gewesen und anders, was sie dir dann dort haben? Die waren von Fuß an, als ich mit das anfangen da, und die legten das dann von fern an nicht. Und dann dachten sie würden von Fuß an arbeiten mit mir, weil sie hatten so viel erlebt, wenn ein Junge in der Kolonie irgendwie klein mit mir aufgeben, da kommen die Sachen an, mein Paar sie mit mir, ich würde Sachen ankommen, und sie sagten, das ist was ich will, ich strebe, dass ich das Leben behalte. Und meine ganze Geschwister, wie gehen nicht. Du hast mit denen darüber geredet? Ja, vorhin haben wir sehr Sachen gekommen sind, die Troubles. Und dann ein Abend, da ich mir dann auch eine Person von der Kolonie anlade, soll dann in unsere Kolonie kommen, und ich mit einem Freund habe, habe ich einen guten Abend. Wo saß schon wie als ich und mein Freund von der Kolonie, und dann achter von der Kolonie. Dann reden wir den ganzen Abend durch. Und dann den nächsten Morgen kommt mein Paar an dem Stuhl, kommt an das Haus, kommt gleich nach mir, und dann packt er für einen Schlau bei sich. Dann packt er mich hier so einen Schlau, und dann sagt er, von der warst du den Glaube auf sei. Dann sagt er mir gleich, wo ich den Fehltag gewaschen habe, und mit wem ich top gewaschen, den Namen, alles wusste er dann. Und dann dachte ich so, wow, dann sagt er, ich war von der so lange durch, dass ich mein Glaube auf sei. Dann fange er an mit Heben. Ein Heben, sagt er, was nicht all in der Kolonie blieb, aber was verloren. Ich will dich anfällig, auch nicht Gott. Dann sage ich, aber Gott ist verändert. Was 15 Mal, ich weiß nicht gleich wie viel Mal, aber mehrere Mal, hol ich mir Eva und sagt er, was? Ich glaube auf sein, oder was in der Kolonie bleiben. Ich das an Gottes Vermut, er sagt, ich sehe mehr, ich kann nicht mit die tun. Und du bist über 18? Über 18, ja. Oder 19. 20 glaube ich dann auch. Ja, ich bin auch just 20. Wow. Sind hätten vorher dann noch, wenn einer über mündig ist, das auch man ist doch all dann mündig, du bist ja all über 18. Ja, wenn die Kolonie sowieso hat, mit den Gesetzen und alles so weiter, so ich wusste, dass bei 21 Jahren, ich dachte, wenn ich schon 21 bin, dann werde ich selbst gerade, dann werde ich volljährig. Ich habe nicht erlebt, dass ich von 18 wurde volljährig war. Gut, die paar Leute dann doch? Ja, ich muss dann doch, aber ich trotzdem so, ja, um mich zu arbeiten. Aber das gehen wieder, aber ich dann einfach sie von der Kolonie verloren. Aber ich hatte einen Freund, der immer sehr viel mal an der Kolonie kam, habe ich mitgemerkt. Und dann eines Stelle sagte ein Freund, der fragte mich, was wird in der Zukunft sein? Warst du in der Kolonie noch mal verloren oder warst du noch bei der Kolonie? Dann check ich ihn so und sage, was glaubst du? Ich sehe so streng in der Kolonie, ich war bei der Kolonie verloren, weil das ein so strenger Punkt in der Kolonie verloren. Checkte mich und sagte, na, die Taufe das ist bloß einfach, das ist nicht, dass die als Vanille und Geschmack sind und dann pinkst du eine Taufe. Die Taufe, das habe ich irgendwie drin. Ich sage, okay. Sag ich, fragt er, bist du interessiert sein dafür? Ich sage, ich glaube nicht. Das wieder ein Sinn hatte mich früh. Das wieder mit dem Freitag dann, habe ich einmal angerufen und sage, hey, er war mit Taufe, Leute, kannst du mich aufholen? Ich nahm dann du jetzt eine Entscheidung, Leute, mit Taufe, ich nahm nicht erreicht oder irgendwas, bis Gott hat mich offenbart, ich muss mit Taufe, Leute. En hij leidt me tof, als ik dan in een kolonie wonen daar. Wat weet dat voor een mens? Wie hij in een andere gemeente liegt? Oder Pastor oder was? Hij wie niet Pastor, hij wie een vriend van een gemeenteglied van buiten de kolonie. Hij wie niet heel knie. Du leidst die dann taufen en je hier dann te jane gemeente? Yes. En woonde we, aber trotzdem bij mijn ouderen. Okay. Voor 5 maanden woon ik daar nog. En dan van dat waren die alle dag bestemd aan? Ja, in 5 Monaten was de ganze Kolonie dort. Ja. Das ich dann verloren. Dann leidet ihm einen Monat ganz Tag, im Frühjahr, dann kommen sie mir aber Tag frei holen, einen Tag. Und dann muss ich in Haus, und das versprüchte mir viel gute Sachen, ich will bis aus Besuch Haus sein, und dann kann ich, den selben Tag war er 3 von halb fahren. Und dann die hat aber Tag 2 Jahre, wo ich Haus für, dann versuchte er so einmal gewollt. Und ich musste sogar noch einem Ältesten durch in der Kolonie. Ich glaube, der Älteste wurde rot für mich. En har ook niet de hobles zien weer wat hij komt, dus du moet blijven wat je leert hast, dass die geboren was so moet wat in eng blijven. En ik wil allemaal wat Bibelgrund buiten. Hij had niet Bibelgrund dafür. En dan fragt als ik die getauft und sagt, ja, dann sagt er, dann hast du keine Hoffnung für dich. Okay, und weil ich mit der Hoffnung von Jesus wiedergegangen, wenn du die Hoffnung hast, er ist in der ältesten Kolonie. Dann sagt er, oh ja, wie würde die hier nehmen? Wie würde die bloß nicht taufen, aber eben wie würde die hier aus dem Glied in der Kolonie nehmen?
Aber dan moet je dat van Leute zijn wat ik gedaan heb. En ik zei, ik kon geen mens wat Leute zijn bij maten. Ik zei, die vrouw dat ik de entscheiding genomen heb. En hij had dat niet gedaan, wanneer ik me dat eerst maar Leute zijn. Oké, dan voeren we terug naar huis. En hij had een tweede deel zo veel uit de Bijbel gereed. En ook veel mijn ouders als Bijbeltekst gewezen wat ik verder niemand wist. En mijn pa vroeg me, wat is dat alle? Wanneer mensen die dat alle geleerd? En zei ik reed van deel wat ik zelf niet weet. Maar ik weet dat God heeft versproken wat tegen ons reden, maar we worden verondersteld, die gesteld worden. En dat is best de hele geest reed van jou te gunstig te doen. En dan ging dat zo weer met kamp. Ik dacht zo, ik wil mijn geloof afzeggen. Dan werd het op een moment wo mijn broer dan kwam, ik werd dan dus onzinnig, weil ik weer op een goos kwam en van toen was het goed. Dan kwam mijn broer op met, hing aan mij, pakte mij ze aan en dan mijn arm eerste tip en dan mijn been, dan met zijn bruin kleur tape, dan werd mij aan mijn arm getaped en dan mijn been en dan leerde hij mij bevlogen. Dan wil ik de verdruisten blijven. En hij wil een teken maken dat als ik werkelijk een rechten weer een aanrechten. Dan zei hij, wanneer hij gest wat komt en druisten die een tape te losnemen, dan best je in recht en wanneer de rust nog wat sterk te zijn, dan best je in aanrechten weer te mij. En dat is ook zo. Dan zeg ik tegen die was van jou niet hier allerhande zaken opmerken wat niet biblisch zijn. Dus de Bibel redt niet van dit dat die kost voor een proefstap met rusten. En ik zeg, wanneer ik in rusten nog wil blijven, trotzdem de rading van God heb ik ooit genomen. De rusten ik weer nog krijg zo. De rusten ik heb veel geleefd met God. Ik vang aan op lieders te bidden voor mijn pa. En mijn pa zat beziet en zegt dat je wat zeg je dan nog dat je blauwbaar, dat je spata wat te haast. Dat probeerde ik toen niet aan. En ik reed over met God. En dan zeg ik terug aan, weer kom je losnemen en zeg ik, waarom maakt me los? Ik zeg, Jezus misleidde voor ons. En ik zie vrouw dat ik kon vuilen en pot zijn van dat kleine tastje wat ik nog maar kon. En dan zegt hij, du bist zo weit met een duivel, hast zo veel met een vriend te doen. Du willst als die dat zei. Nou, ik zei, God had het aber anders gezegd. Hij zegt, dan arm geloven, dan arm vertrouwen. Voor die wat dat leeg zijn. En voor mij is het werkelijk schande was, die rust in haar leven. Van toen zie ik dan een kolonieritje voor. En dan had ze gezegd, ik kan gaan, maar ze bestelde het met mij. Dat ik word eines Tages in de hal zijn, dus ik zal niet eind abnemen voor God. Dat ik niet wegen endlich in de Himmel gekund heb. En zij worden wegens mij ook verloren gaan, zeiden zij. Zij worden wegen die verloren worden? Ja, weil in der Kolonie ist sowieso so, wenn die Ältere einen von ihren Kindern nicht auf den rechten Weg kriegen, ein Kind verloren hat, dann gehen sie auch verloren. So was 3 und 4 Glied sein, also einmal gehen sie verloren. Oh, das macht aber sehr Angst für die ältere zijn. Ja. Aber vielleicht noch sind sie so normal, ich sehe noch 2 Gebiete von der Kolonie. So, du gingst dann raus und wo kommst du dann nach Paraguay? Als ik dan in Spiti wie, heb ik zelfs met je arbeid en dezelfde vriend wat dan mij vroeg wil stoffen, hij weer dan al in Paraguay. En hij vroeg me dan als ik wel een school merken. En dan ging ik op school. Ik weer dan tomorrow zo mijn arbeid voor met motor. En dan wat ik aan mijn phone kreeg, man zeggen. Dan check ik in, dat is deze persoon krijg. En dan dacht ik, ik word hem niet opharken, waar ik eerst mijn arbeid zijn. Maar ik vroeg wat hij me gezegd heeft, wil je dan al niet zo ver kunnen. Hij weer terug in de school. En dan als ik geen wees voor, dan kreeg ik een stem van God. De ziet me, deze persoon heeft dit en dit gezegd. Maar als ik mijn arbeid weer, nam ik mijn phone en hoorde het op wat hij me gezegd heeft. Dat we krijg dat wat ik geen wees op de motor kreeg. Dat weer een klare antwoord van God dat ik zal naar Paraguay fahren en ging ik op school. Dat weer al te Johan juli. Je zie ik dan al door 30 gegaan, al weer 5 maanden van juli, maar dat samen weer ik voor. En 2022 juli? Juli, ja. De school weer in Asunción? Asunción, in Spanisch. In de kolonie had ik niet Spanisch geleerd. Ik ken in de school nou wat Spanisch en Engels weer, maar ik had geen idee van wat ik werkelijk wil doen. Dus God had me gezegd, te goed, en ik weet. Waar heet de school? Dat is Asunción. Dat is in Engels het woord, maar in Spanisch zeggen we hukum. Hukum. Dat is wereldwijd, maar jeder land heeft een basis. Oké. En dat is wijd bekend. Die weer dan alles in Spanisch? Alles in Spanisch. Moesten die dat betalen? Moest je dat betalen? Ja, dat had een kas. Wat deed dat? Even mensen meedelen en hij had dan al. Hier in Paraguay of waar? Van Bolivia en Port, ook van Mexico heb ik voor de Erstattung gekregen. Andere vragen of die worden erstatten? Ja, ik kreeg echt meer kwijt ook. Oké. Also als ik deze van kan niet bieden weer, dan ga ik in kwijt naar wat dan wordt dan nu geliet van de nacht naar hem. En
Wat, je hebben hier ook wat ver, dus een Mennonitenkolonie hier in Philadelphia, La Plata, Nederland, en deze Mennonitenkolonie, wat is dat? Dat is straks dezelfde show wat ik gemerkt heb, als de jongerenschouwschool, die rond de 5 maanden, dan 3 maanden leren en 2 maanden even groeit worden. En na Ascension in de school dat ik weer dan allemaal Mennoniten, en als ik ook Mennonit wat niet Spanisch kan, en ook weer nog met een vriend heb, wat ook niet Spanisch, werkelijk goed Spanisch kan. En dan heb ik angefangen te reden. Dit maakt een plattdeutsch gezegd. Er zijn veel plattdeutsche mensen die niet Spanisch kennen. Nu zijn we hier op dan, wo onze eerste Theorico, als nu dan zo meest fertig. En we worden meest goed terug naar onze praktica, wo we dan worden in de kolonieën voeren, met de Mennonieten. Ja, du bent dan ook zo al quasi een leider? Ik zie met opbouwen nu. Maar nu krijg ik nächste week wordt het op deze azot gaat. Voor dat onbanen wat we geleerd hebben. Alles, dat is du. Dus die ik dan met 200% heb waar we dan onleider worden. Oké. Ja. Zo, wanneer die school dan nu tijn is, die opkomen en Bolivien tijn is, wat is u dan weer? Is u dan op arbeid? Dan kon ik vrijwillig in bij Ascension versteunen, door met een te zijn en dan wachten bij de politische jongerenschouwschool waren losgaan en kon ik toen met arbeiden. Du wacht eigenlijk bij de school, was du wieder maken? Ja. Was du vrijwillig wieder? Ja, wieder deine doen in Ascension. Deine? Ja. Oké. Frans, hast du noch was an onze Töchter te zeggen, wat extra den met te geven, vielleicht krijgt für Jugendliche? Eerstens voor een kleine te zeggen, wat vielleicht ganz in de kolonie zijn, wat verhebs, wat vielleicht glaube ich, wordt niemand wel daaruit, wat vielleicht zum Beispiel das mir von der schon nach so erg ontdekken. Persoonlijk heb ik zeker in vrouwen en reden met iemand, weil ich habe het erfahren, dat es ganz anders als ik in de kolonie abgewassen zijn. Dus ik würde sagen, fängt nie Sachen uit, aber das nicht gegen das Wort Gottes kommt, das ist wichtig, weil es ab das Wort glaube ich in der Kolonie. Und fängt einfach nie Sachen uit, und wenn Gott Sachen für ihn hat, sieht einfach gehorsam, und wenn er sagt, die Zeit ist hier aufgerannt, du machst nie Sachen, dann vielleicht ruft Gott die in der Kolonie auf. Vielleicht hast du auch eine Erfahrung, zum Beispiel, ich hatte von 5 Jahren eine Stern, wo Gott mir sagt, dass ich in verschieden bin. Vielleicht, wenn du in Leben nur denke, vielleicht hast du irgendeine Erfahrung, wo Gott dir vielleicht mal gesagt hat. Fang einfach an zu leben und sei einfach gehorsam. Wenn er sagt, du in der Kolonie ruht, dort, vielleicht sagt er, du bei den Eltern bleiben, dort deine Eltern geraten worden, sie bloß einfach gehorsam. Und Gott wird Sachen dann. Van 5 Jahren al de stem gehad en nu bist du da. Ja. Dankeschön für uns, für den Gespräch. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen, so einen jungen Mensch anzuhören.